In Texas wollen Politiker sich ihre Wähler aussuchen, statt umgekehrt. Manipulierte Demokratie wird normal in den USA. What happened today is shameful. Republicans are trying to rig the game. Losgetreten hat das alles, schon klar, der Donald Trump. Er will seine Mehrheit im Kongress sichern bei den Wahlen nächstes Jahr. Darum ändert Texas jetzt seine eigenen Regeln. Und andere Staaten drohen mit Vergeltung. Zuerst, um zu verstehen, wie das möglich ist, Politiker, die sich ihre Wählenden rauspicken, statt Wählende, die Politiker auswählen, muss man wissen, bei den Wahlen ins Repräsentantenhaus schickt jeder Wahlkreis genau eine Person in den Kongress. Also wie bei diesen Gläsern hier. Klingt alles sauber und fair, nicht? Das Problem fängt an, wenn die Politik bestimmt, was ein Glas eigentlich ist, also die Wahlkreis selber zeichnet. Dann gibt es ganz andere Formen, mit dem Resultat, dass in den einen Kreis praktisch nur noch Demokraten wohnen und in den anderen praktisch nur noch Republikaner. Wenn dann gewählt wird, ist schon klar, welche Partei wo gewinnt. The underlying goal of this plan is straightforward. Improve Republican political performance. So Tricks nennt man in den USA Gerrymandering, weil vor 200 Jahren ein Typ namens Jerry sich einen Wahlkreis gezeichnet hat, der scheint wie ein Salamander aussieht. Gibt es also schon länger die manipulierte Demokratie? Neu ist jetzt aber, dass ein Präsident das explizit verlangt, sogar einen Staat direkt dazu auffordert und sagt, hey, macht das, damit wir nächstes Jahr die Wahlen gewinnen. Und die Republikaner in dem Staat machen einfach mit. Auf die Tricks in Texas folgt ein Konter aus Kalifornien. Dort will der Gouverneur jetzt auch Wahlkreis neu zeichnen, um demokratische Sitz zu sichern. Immerhin dürfte dort das Volk noch entscheiden, ob es das wirklich will. We're asking the voters for their consent to do midterm redistricting, to respond to what's happening in Texas, to respond what Trump is trying to excite. Texas, Kalifornien und es könnten noch mehr Staaten dazukommen. Findest du das richtig? Wenn die einen manipulieren, dann dürfen die anderen auch? Oder macht das Politik kaputt?